Talk it like Luz D. Was geht, was geht? Hola, muy buenos días, was geht? chicos. Wir sind wieder back in business. Yes, baby. Fortsetzung von der Street Parade, chicos. Luz D is Aha. back. Von Alle Bogotá, Handover. Medellín, Medellín, Cartagena, so in oh, Thurgau. Voll aufgedreht und es geht wieder Yes, los. baby. Yes, baby. Wir sind back in Best business. Intro. Verstärkung in In the house. Swiss. Yes, baby. Aha. Yeah. What's poppin', people? Grüezi. Was Hey. geht? Grüezi miteinander. Schön, dass ihr alle wieder dabei sind und mit uns danke Energie fürs, verteilen, Mann. Böse. Schalten, zuhören, zuschauen, was auch immer wir jetzt gerade machen sind. Welcome. Und wie ihr das schon lange kennt, wir haben natürlich über anders dabei. Weil Absolut. ich kann verstehen, mein Gesicht und der junge Mann, das catcht euch nicht so. Darum haben wir heute eine Dame da. Genau. Eine Dame haben wir da, die wild ist. Ladies and Gentlemen. Vanessa Meyer is in the house. Hello. Welcome. Thank you. Grüezi. Hoi. Hi, nehmen wir euch das eigentlich einmal so vor, miteinander so das Intro zu machen, oder ist das voll Nein, das ist spontan? Das ist schon Immer intens. gemixt. Das ist immer gefreestylt. Ey, weißt du, das ist eigentlich auch so. Jeder Intro ist anders. Das ist Ja, auch sehr fix. besonderes an Luz D. Danke, das haben wir erst jetzt gemerkt. Ja, voll nach 30 Episoden. Das ist auch sehr besonders. Da merkst du, das journalistische Auge von dir hat das gerade erkannt. Genau, Absolut. Bravo. Die Dame, wie geht's dir? Wie Hey, geht's? danke, merci vielmals, dass ich da sein. Voll cool, Ja, freue schön, mich sehr. Schön bist du da. Schön bist du da. Als ich gesehen habe, was für Gäste Yes. ihr einmal sonst so in eurem Podcast habt, habe ich so gedacht, was mache eigentlich ich da? Ich kann weder rappen noch singen, noch kann ich irgendetwas, aber hey, ich bin jetzt trotzdem da. Super. Nein. Wir haben es ja gerade vorher schon gesagt. Du hast schon gesagt, eben, Manuela, der Arber und so, die da waren. Ich habe gesagt, die kommen ja nur, wenn du einmal da bist. So, das ist der Flex, den man hat, all dort als Gesicht von Tele Zürich. So, das, Ja. Ich schreibe das auf in meinem Tagebuch und wenn es mir mal schlecht geht, denke ich, das haben die ja gesagt. also, ist das jetzt so ein Joke oder führst du Tagebuch? Das ist ein Joke. Oh, Ja, es das tut mir wäre jetzt leid. natürlich, Ja. nice gewesen. Ja, tut mir leid. Kannst Vielleicht du kann ich heute anfangen. Das wäre mein erster Eintrag. Ich mache das auch nicht, aber das wäre sicher etwas. Können wir noch schnell über den Flex da reden? Also ich Absolut. habe gedacht, das ist ein Witz mit dem drunter. Bei Luz D sind unsere Gäste Könige. Yeah! Wir haben da Präsidentin vom kolumbianischen Kartell aus dem Thurgau da. Sitzt auf dem Thron. Kommt da mit so einem riesen Sack. Ich habe Angst, in den Sack hineinschauen. Ich habe Angst, was dort drin ist. Schau, das willst du besser nicht wissen. Ich habe mal von einem sehr respektierten Mann mitbekommen, stell keine Frage, wo du Angst hast vor der Antwort. Ja, voll. Okay, ja. Ich kann mir vorstellen, hat er ein Fernsehhandy? Spanisch. Claro que sí. Mach mal so mit einer tiefen Stimme, das willst du besser nicht wissen, wie du vorher gesagt hast. Eso mejor no lo quieres saber. Ay, si me dices tú, ay. Queremos hacer, ay. Joder, tío, joder. Aber das ist die falsche Seite, eh? Lieber Du da musst ein mehr bisschen über den Castellano. Atlantik und so. Bei mir mehr Castellano. Ja. Aber das ist ähnlich, mehr bei ihm. Seine Frau. Seine Frau ist ja Frau. Venezolanerin. Oh, okay. Ja, aber ich kann kein Spanisch lernen. Aber Albanisch ist eh fast gleich. Von dem her. Die schauen die gleichen Telenovelas, habe ich mal gehört. Albaner, ja, Gell? voll. Hey. Gell? Ja, absolut. Also Ich meine- bin fast Schau, erschrocken, als ich das Meine gehört habe. Cousine, sie hat noch nie Spanisch geredet mit jemandem persönlich. Meine Frau war die erste gewesen. Und wir sind, wo meine Frau zum ersten Mal nach Kosovo eingereist, also mit mir mitgekommen ist, da ist sie plötzlich abgehockt und dann redet sie plötzlich Spanisch mit ihr. Und Nein. dann alle geschockt, die Mutter und so. Sicher nicht. Wo kannst du Spanisch? Und das ist so, ja, Telenovela gelernt. Aber weißt du gut? Also, Ich habe Legende. genau das Gleiche erlebt. Meine Frau ist ja Kroatin, oder? Und wo ich zuerst mal zu ihr bin in den Balkan runter, und ich damals so kein Wort Kroatisch können. Und nachher einfach so eine Ja. Tante vor ihr dort und ich schaue sie so Kaffee, dies, das und ich so... Ich habe so dick und nachher schaut sie mich so an. Und dann sie so, ma quiero un café, no? So irgendwie auf Spanisch. Ich schaue sie so an. Ich so, Kollege, Alter, was ist da passiert? Von wo kannst du das? Sagt sie, Esmeralda.
Ja, sie früher noch geschaut, so eine alte Ja, Serie von ja, früher. ja, ja. Ich sehe es, Legende, man. Die sind So lustig. die Ich sind kann nicht wirklich... mehr. Oder Türkisch, mega. Türkisch kann auch viel, so Balkaner und so Schippis. absolut. Außer wegen Serie. Genau. So lustig. Genau das Gleiche, man. Kannst du Genau dir mal vorstellen, was machst du, wer bist du? Genau, ich Das bin ist eine für Zuschauer. professionelle eine Soapstar, genau. Oh. Ich spiele bei der Telenovela mit. Mein einziger Part dort ist Ay. sagen, no me dejes. Estoy embarazada. Nein, Würde passen! gell? Regisseure, die jetzt am Zuschauen sind, hier demnächst ein Star, hä? Legende. Also gut. Nein, ich bin Vanessa Meyer. Tatsächlich habe ich einen Schweizer Papi, darum bin ich halb Kolumbianerin und Schweizerin. Ah. Und ich arbeite beim Fernsehen, mache dort Nachrichten, Tagsendungen, ja. Und sonst erzähle ich einfach sonst einen Haufen Scheiß in meiner Freizeit. Also, Schon. ja. Also das ist ja genau das, was man machen im Fernsehen, oder viel Scheiß erzählen. Oder? Ich würde sagen, offscreen ist schlimmer wie onscreen. Ah, schon? Ja, ja. Wieso, wie läuft so ein Dreh ab von so einer Sendung, die du dann einmal moderierst? Also wenn es eine Nachrichtensendung ist, dann ist es eigentlich so ein recht starres Konzept. Dann komme ich am Morgen, wenn sie schon Sitzung gemacht haben, wenn sie wie quasi die Themen verteilen und so weiter. Und dann habe ich wie schon, sagen wir mal, wie ein Menü. Oder? Dann weiss ich, das ist die Nachricht vom Tag, das. Und dann schreibe ich Moderationen zu diesen Sachen. Aber das machst du selber? Das mache ich selber, ja, Ah. genau. Wir sind Journalisten, wir sind nicht nur quasi Moderatoren, sondern machen wirklich alles selber. Wir tun die Sachen recherchieren, sind immer im Austausch mit den Reportern, die draußen sind, mit der Kamera. Das mache ich manchmal auch, also ich bin wie beides. Und dann, die gehen wirklich raus, sind vor Ort, tun alles filmen, Interviews führen, kommen zurück, schneiden die Sachen und so. Und dann am 6. ist quasi wie live, 2 Minuten Beitrag. Die müssen das wie minutiös einhalten. Und meine Aufgabe quasi an diesem Tag ist dann, zum möglichst ihr Produkt hure gut präsentieren, dass die Leute finden, jetzt bleibe ich bis am Ende da und schaue auch noch die letzte Nachricht, auch wenn es nur darum geht, dass irgendeine Katze auf einem Baum hockt oder so. Aber es ist so geil erzählt, dass man dran bleibt. Das ist dein Goal. Genau, Das das ist dein Goal. ist mein Goal. Aber in dem Fall, was für Themen kommen, das hast du keinen Einfluss. Nein, also eben, je nachdem, was ich für eine Rolle habe an diesem Tag. Wir sind ja immer ein Team. Oder? Wenn ich jetzt irgendwie finde, ich habe eine mega krasse Idee oder irgendjemand hat mir geschrieben, das und das ist irgendwie passiert oder dieser Recherche bin ich schon angegangen oder so, dann kann ich das einfließen lassen. Natürlich kann ich sagen, hey, schau, könnt ihr das und das machen. Aber sonst haben wir schon jemanden, der am Tag wie quasi verantwortlich ist für die Sendung. Das ist der Produzent. Und der sagt, ich will gerne die und die und die und die Nachricht haben im Tag. Aber es kann auch immer sein, dass man am Nachmittag um 3 irgendwie plötzlich etwas Neues hat. haben, ja. Ganz genau, ja. Und dann tust du halt nochmal die Sendung umstellen. Also es kann von Für was- Minute zu für was Minute machen das ändern. denn- Für was machen das überhaupt live? Das ist eben genau der Punkt. Wir machen es live, damit wir bis am 6 Uhr quasi noch das Neueste könnten drin haben. Ah, da ist der Punkt. Genau, also das heisst, es ist auch schon vorgekommen, dass während der Sendung noch jemand irgendwie einen Text geschrieben hat, wo ich noch muss sagen. Also sagen wir irgendwie, keine Ahnung, jetzt der neueste Bundesratentscheid damals bei Corona oder so, das sind so die Zeiten gewesen, wo wir mega viele Sachen mega spät erst erfahren haben. Dann hätten sie zum Beispiel während der Sendung noch gesagt, hey, übrigens, jetzt ist noch der Entscheid gekommen, XY, ich schreibe da mal schnell etwas rein, während der Beitrag am Laufen ist, lese kurz und dann würde ich es dann gerade erzählen. Also so. Oder, Schon spontaneous. Ja? Super spontaneous. Aber das macht es auch aus. Also, es ja. ist wirklich fast nicer, wenn du es schaffst, an Schon, einem Tag, wo alles drunter und drüber geht, wo irgendwie die Kamera ausfällt, der Prompter ausfällt, der Beitrag nicht da ist, scheißegal. Aber dann funktioniert etwas und dann hast du so richtig das Live-Gefühl. Und ich habe das Gefühl, dann performe ich sogar besser, als wenn ich weiss, es ist ein Samstag, wir haben 5 Themen, chillig, ich habe irgendwie am Nachmittag 3 all die Sachen schon fertig geschrieben. Ja. Gibt es da etwas, was du nie wirst moderieren? Oder Mühe hättest zu moderieren? Du meinst jetzt Sendungen? Sendungen? Ja, also eben Nachrichten können wir nicht entscheiden, Ja, das ja. müssen wir ja dann immer mehr machen. Eine Sendung, die ich niemals moderieren würde. Lustig. Oh, shit! Nein, Mann, ich will mir schon noch sehen da als so ein drittes Ding. Wäre Oder ist geil. ein Thema, wo du auch nie wirst, wo du sehr Mühe, zum Beispiel eben vielleicht, weiß auch nicht, ich sage jetzt auch Krieg, ein Thema zum Krieg vielleicht nicht könntest moderieren oder ich weiß auch nicht was. Eben, es kommt immer darauf an, was meine Rolle ist. Also ich meine, ich würde
nie wieder aus der journalistischen Rolle müssen rausgehen, wenn es aus politischen Themen raus ist. Einfach neutral bleiben, da meinst du? Genau, das ist mir sowieso mega wichtig. Da tue ich mir auch meine Hände nicht dreckig machen oder so. Aber Sendungen, die man einfach so moderieren kann oder so. Ich meine, wir haben manchmal auch sonst eben Talkgäste und so, das finde ich mega cool. Oder ich habe auch eine Sendung gemacht, wo wirklich so Mensch Meier geheißen hat. Dort hatte ich wie so Situationen gehabt, wo ich einfach reingeschossen worden bin. Mal musste ich tauchen, mal musste ich mit der Patrouille Suisse fliegen. Also nicht mit ihnen im gleichen Flüger, aber ich bin wie mitgeflogen und so. Und so Sachen finde ich voll nice. Weil dort bist du wirklich so super spontan, mega ehrlich. Du kannst nichts vorbereiten. Es ist nicht so starr wie im Studio, wo du dort stehst und weißt, hey, jede Moderation darf nur so und so lang sein, weil sonst funktioniert es mit der Sendung und mit der Werbung nachher nicht und so. Okay. Das finde ich richtig nice. Aber so ein bisschen, was ich vielleicht noch nicht mich würde sehen, ist so, ich liebe Trash-TV zum Schauen, ich will es nie wieder machen. Ja, so, ich finde es geil, so, wenn ich den Kopf lüften, zurücklehnen. Nice, einfach nur so. Oh, also du redest so, wenn du meinst jetzt so Trash-TV selber dabei sein, aber das moderieren wäre okay. Ausser ich hätte so die Rolle wie Sophia Tomala. Das wäre nice. Die finde ich voll krass. Bei was meinst du jetzt? Ja, sie, wie heißt das Sendungsstudio? Jetzt habe ich es gerade vergessen, den Namen. Are You The One? Are You The One? Und sie ist einfach so ein fucking Badass. Aber bist du so ein Trash-TV-Mensch? Ja, ich schaue schon. Also, sind wir ehrlich. Wer schaut schon nicht? Schaut da nicht? Also ich bin voll nicht so... Krass, okay. Also nicht so Dschungelblut-Zeug zu so Sachen, aber irgendwie schon so mal so... Zeugs, die du einfach so kannst konsumieren, ohne dass du dir etwas dabei denken musst. Das ist für mich Fußball. Ja, okay. Du schaust einfach, das ist ja genau das Gleiche, nicht? So. Ja, voll. Aber ich bin auch nicht, du schaust noch eher Film und Serie und so. Ja. Wir sind einmal zusammen Ding schauen, wie Bad Boys. Zusammen Bad Boys? Wo wir auf Englisch geschaut haben, Habibi. Bro, du hast einen Kopf wie ein Goldfisch, man. Vor 2-3 Monaten oder so sind wir gesehen. Der Film ist erst neu rausgekommen. Ja. Wir sind nebeneinander angeguckt, aber ja, merkst wie näher wir sind. Du fragst schon, ob wir Freunde sind, anscheinend nicht. Bad Boys ist ein geiler Film, der ist voll lustig. Dort ist mir noch aufgefallen, ich bin nicht so ein mega Filmfan und er halt kommt aus der Videografie, Fotografie. Er so, ey, geil, ist das Filmen und so. Und ich schaue das so an. Bro, wie alles andere, weißt du, ich check gar keinen Unterschied. So. Das checken die Leute nicht, die nicht filmen. Ja, das ist so. Ich appreciate it. Ich habe schon den Content angeschaut. Das ist krass. Merci. Ja, mach einen Applaus. Erst mal kommst du einen Applaus über den Podcast. Thank you so much, people! Auch wenn sie ein Kompliment gemacht hat. Geil. Egal, die Audience hat damit berechnet. Weißt du, das habe ich mich auch schon gefragt. Bei Tele Zürich. Ich finde es ein geiler Sender. Und auch ein... Jetzt kommt der Diss. Nein, überhaupt nicht. 0. Das wär nicht cool. Niemand dissen da. Nein. Was ich mich gefragt habe, hast, wo du zu Tele Zürich gewechselt bist, hast du Angst gehabt vor so, dass vielleicht ein Meme aus dir entsteht? Weil ihr habt ja Tele Zürich jetzt schon die ein oder andere... Weißt du, normal ist ja Gurke, Stubensitzer. Ja, wahrscheinlich schon ab und zu mal trashed mit von Kollegen mit so... Absolut. Ja, sorry. Muss auch, ne? Ja, jeder. Sorry. Ja. Egal, wer ich auf der Straße treffe, nachher sagt, oh, Tele Zürich, Ja. oh Mann, bin ich Stubensitzer. Aber unter uns, also ich meine, das ist ja bei uns eine Meisterschaft, oder? Wir tun ja versuchen, wer kann das am besten imitieren, oder? Nein. Nein, aber es ist schon es ist legendär, weil Ja. es gibt immer noch Leute, die bei uns arbeiten, die diese Sachen kreiert haben. Also stell euch mal vor. Ah, wirklich? Voll. Und ich Für mich hat meine, er ein Zertifikat verdient oder so. safe, oder? Und Leute, die einfach das wie aus dem... Weißt du, es ist ja wie... Du kannst das ja nicht planen, oder? Ja. Aber wir finden es ja selber schon auch ein bisschen lustig, wenn das Also passiert. bitte, das ist so sorry. lustig, weil die sind... Sorry, ganz ehrlich. Ja. Vorgestern hatte ich eine in der Sendung, wo wir haben so 25 Jahre «Wer wird Millionär?» so quasi einen Recap gemacht. Ja. Und dann die Leute haben so auf das reagiert und so. Und dann ist ja klar, wenn eine kommt und sagt so «Ja, wissen Sie, ich finde es so spannend, dieser Suspense.» Und dann ist so eine Plan. Und ich meine, sorry, ich schon innerlich bin ich dann so «Red weiter.» So gut. Ja. Aber suchen ihr in dem Fall extra so Sättige, Nein, sicher nicht. Nein, Der das kann man wär gar schon, nicht. der wär schon Nein, das ja, kann man das nicht. schon. Aber so der Langstrasse-Umlauf, ey, schau, du bist halb besoffen, komm da. Ja, gut. Genau, hast du Aber stiefes Pfeifen?
Gut, das sind da die Dings, ja, der Street Parade. Ja. Das ist auch Content für so Sachen. Genau, du das, bist schon prädestiniert. Ja, aber dort passieren, glaube ich, gar nicht die lustigsten Sachen. Also ich glaube, es ist echt wirklich dann, wenn so die Leute am Abend unterwegs sind und irgendwie, ja, oder halt einfach wirklich etwas, was völlig unvorhersehbar ist. Wenn die Leute einfach so aus Natur einfach lustig sind. Ja, Sorry. Weißt du, Der dein Fuchs, der Favorite? Typ ist wahrscheinlich nicht, also er ist einfach ein lustiger Sieg, Genau, oder? genau. Letztes Jahr haben wir auch einen gehabt, irgendwie, wo der, wir haben einen Beitrag gemacht darüber, dass an einer Haltestelle in Zürich die ganze Zeit so Vögel runtergekackt hat. Und sorry, es ist schon auch recht witzig der Beitrag, weil die Leute, es lebt von den Leuten. Das ist schon ein Mann. wichtiger Das ist eben Beitrag. Zürich. Ja, Das ist Zürich und du siehst so die Leute und wir haben auch keine Angst, um die Leute zu zeigen, oder? Wo der eine oder sagt so, ja, ich muss tragen einen Hut. Was willst du machen? Oh, Legende. Weißt du, ist das so dein Favorite? Wie nennt man die so? Cakes oder Takes, ja. die also Favorite Takes, so wo der. Für mich der beste Fall ist schon, oder wenn ich an Tele Zürich denke, ist für mich eines der Bullenschlag. Der kleine Bub, Ja, der der wenn Bullen schlagen. Das ist mittlerweile sicher auch schon. Ja, der müsste wir einen Podcast holen. Ja, weißt du, Der müsste eine Ausfindung machen. du kleiner Bub, der Flaschen, wie eine Bombeflasche rein tun, würdest du rein tun, würde ich sagen. Also ich will einfach Bullenschlag. Ja, meld dich, wenn du das siehst. Wir holen dich hier im Podcast. Oh mein Gott. Der wäre G, der wäre G. ist Dann darfst du lustig. auf dem Stuhl hocken, wie Ja. Vanessa. Auf dem Absolut. Mittlerweile ist das sicher etwa 20, ja? Ja, älter. was Der ist wahrscheinlich Also der ist älter damals wie schon wir. 8. Ich Nein. muss sagen, der ist damals schon etwa 8 Safe. gewesen. Und da ist etwa. Ich bin 20. Ah. Nein. Ich hab gemeint 15, krass. Wenn du älter denkst, nein. Legende. das Aber ist so selber Angst gehabt, dass du so auf dem Land bist, hast du das schon gehabt? Oder? Ja, nein, also ich glaube, ich habe auch einen gesunden Selbsthumor, wenn Ja, das ja, jetzt ja. würde Ja, passieren gut, so oder schätze so. ich Ich dich schon, glaube ja. dann, ja, nein. Und eben, ich meine, wir sind ja gar nicht in so einer Situation, dass wir ja dann so etwas sagen. Also ich Ja. meine, das Gut, ich Ziel könnte ist es schon- einfach nicht Nein, zeigen. sie haben die Macht ja. und sie können es rausschneiden. Ja, stimmt, ja. Lol. Ja, oder weißt, aber ich meine, klar, oder? Wenn jetzt irgendwie während einer Live-Sendung etwas passiert, etwas in die Hose Ja, geht, ja. du kannst nichts machen. In der Live, Also ich in der meine, Live-Sendung sicher. live ist live und ganz ehrlich, es sind schon 100'000 Sachen passiert, oder? Ich habe ja schon sehr oft ja solche Szenen aufgenommen. Eben so mit dem Stubensitz. Und hat sich dann mal jemand reklamiert oder hat er mal sich gemeldet und gesagt, hey, können wir das rausnehmen? Hey, das ist doch etwa schon so 15 Jahre her. I don't fucking know. Nein, aber klar, also es gibt schon immer wieder, also die Leute, ehrlich gesagt, die mitmachen, die schämen sich eigentlich nicht für Ah, das. ja, also die finden das ja, also die sind ja Die so, wie machen sie es ja mit, sind. ja. Sie machen Ja, das ja. ja nicht irgendwie extra oder so. Aber klar, also es gibt sicher Leute, die irgendwie sich sonst über das aufregen oder so. Und es gibt Ja, immer safe. Leute, die irgendwie mehr schreiben oder so. Ah, okay. Oder, und eine von der häufigsten Fragen ist tatsächlich, hey, tun die Leute gezielt danach auswählen, dass sie nicht gut Deutsch können? Nein. Aber was wir eben können, wir haben wirklich nicht Angst davor, um einfach die Realität zu zeigen, weißt? Ja. Wir schauen nicht, oh, wie gut kann die Person Deutsch, weißt, damit es möglichst irgendwie ja, eloquent überkommt, das Programm. Ja. Nein, Mann, wir sind in Zürich, sorry. Ja, Zürich ja. hat so einen grossen Ausländeranteil und sogar Absolut. die Schweizer reden das so. Also kommt Ja. doch auch nicht drauf an, oder? Ich finde vor allem auch Legende. Weißt du, manchmal ist ja das Phänomen, wenn du mit irgendjemandem redest, der nicht so gut Deutsch kann. Dann plötzlich fängst du an, Genau. selber schlecht Deutsch zu reden. Weißt du, so, Ja, ja. ah, sie muss dann hier hinten gehen, Ja, weißt du, ja, und probierst so absolut. leer bringen. Und ich finde geil, das machen wir einfach nicht. Weil Nein. ich bin voll straight. Weißt du, du redest, wie du selber redest, und nachher der andere bringt Genau. aber seine Ja. eigene Szene drin. Und eigentlich finde ich eben das noch eine gute Plattform, weil man zeigt, in meiner Meinung nach, in den Medien manchmal zu wenig Diversity. Also weißt, Ja. und wir zeigen, Obwohl egal, das ja alles immer so groß geschrieben ist, weißt du, Diversity, das ist ja so Ja. ein riesiges Thema. also es ist mehr, ich meine, das ist nicht bewusst, dass man es nicht macht, aber wir zeigen wie halt auch, wir haben wie nicht Angst davor, dass eine vielleicht nicht so gut Deutsch kann oder so, weil sie wohnt ja genauso da und hat genauso eine Meinung und so, oder? Und Ja. ich glaube, in dem sind wir super stark, oder? Wir haben einfach wirklich keine Angst davor, irgendwie People of Colors zu zeigen, egal was. Ich finde, das ist wie ein guter Moment und so viele Leute, wo auf uns zukommen und sagen, so schön, Sie mal kennenlernen, Ja. weil ich habe gelernt Schweizerdeutsch mit der Tele Zürich, weil wenn ich schaue auf Ja, Schweizer so Fernsehen, ich Ja. verstehe nichts oder ich gehe nachher auf die Straße und ich rede andere Deutsch. Weißt du, was ich meine? Und dann lernen so Schweizerdeutsch mit Tele Zürich und ich finde das voll geil. Du bist eigentlich Deutschlehrerin. Absolut, gell?
Du bist Teil von der Integrationspolitik in der Schweiz. Scheiße, krass. Okay. Das ist ein Flex für sie. Das ist ein Flex für sie. Ja, ist Integrationspolitikerin Vanessa Mayer. Der ist auch wild. Gibt es etwas, wenn du etwas könntest in der Journalismus oder in der Reportage in der Schweiz allgemein, wenn du etwas könntest ändern, was wäre das? Oder vielleicht gleich würdest machen wie in einem anderen Land? Gibt es etwas, wo du würdest anders haben? Anders haben? Ich würde mir wünschen, dass Journalismus immer noch die gleiche Wichtigkeit hat, weil am Schluss sind wir die eigentlich Geschichte auch schreiben. Also wir sind wie Teil von der History. Alles, was wir wissen, ist, weil das irgendwo mal dokumentiert worden ist. Und die Idee davon, dass es uns gibt, ist ja, dass man irgendwann nicht mehr die Fehler macht, die man mal gemacht hat. Oder wir dokumentieren, wir sind das Gewissen eigentlich von der Menschheit. Und ich finde, das ist mega wichtig, auch in der heutigen Zeit, dass wir immer noch genau minutiös auf das behaftet, dass wir auch die Wahrheit sagen, dass wir transparent sind. Und ich glaube, das ist mega, mega wichtig, weil wie viel Mal hören wir, Medien, die lügen nur und keine Ahnung was. Wenn die wüssten, wie wir arbeiten und dass es ein Job ist, wo man mehr als nur ein bisschen Herzblut angibt. Es ist wirklich ein Job, der Knochenarbeit ist. Also als Reporter gehst du raus, die Kamera ist schwer, du weißt es ja. Oder? Das Stativ ist schwer, du musst dort hin. Wir liefern jeden Tag um 6 Uhr etwas ab. Das heisst, wir suchen die Leute, wir müssen die kontaktieren via Telefon, wir müssen die Leute finden auf der Straße. Sachen, es sind so viele Elemente dazu annehmen. Wir müssen alles Faktencheck machen, wir müssen super schreiben, wir müssen Zeit einhalten. Es ist ein super harter Job. Wir arbeiten am 24. Dezember, am 1. Januar. Wir begleiten jede Person, jeden Abend, die allein vor dem Fernseher sitzt und sind dort. Und für das gibt es uns. Und wir schauen darauf, dass wenn in der Politik etwas falsch läuft, jetzt, wo vorgestern rausgekommen ist, dass Unterschriftensammlungen gefälscht worden sind und so weiter. Ich meine, wir sind dort, in der Schweiz, genau. Wir sind dort und wir schauen auf das, wir drücken die Missstände auf, wenn es uns nicht mehr gibt. Und plötzlich jeder kann auf seiner Social-Media-Plattform alles sagen, was er will, ohne dass jemand kommt und sagt, hey, das hat im Fall nicht reguliert ist oder so. Genau. Dann haben wir langsam ein Problem. Oder? Weil dann geht es genau in die Richtung von einer Diktatur, wo jemand einfach bestimmen kann, was in den Medien kommt. Oder? Du in Venezuela weißt ja wahrscheinlich genau, wie es ist. Oder? Und das ist ja etwas, was mich zum Beispiel in letzter Zeit mega beschäftigt. Ja. Ich bin zwar vom Nachbarsland, aber wir haben immer eine mega gute Beziehung mit Venezuela. Und ich meine, dass man dort so Zensur hat, auch in den Medien. Ja, dass sie zum guten Glück einen anderen Weg gefunden haben, um diese Informationen weiterzuverbreiten. Das ist krass, oder? Und das geht nur, weil dort Journalisten sind, die ihr Leben dafür geben. Die diesen Demonstrationen dabei sind und für das aber nachher auch gefoltert werden und keine Ahnung was. Und trotzdem keine Angst haben. Schon krass. Ja. Das ist gerade ein Tipp, oder? Applaus für alle Journalisten, Reporter da draussen. Vanessa hat für euch gesprochen. Das ist gerade tief aus dem Herzen. Ja. Absolut. Was ich als allererstes auf das würde sagen, ich finde es mega beeindruckend und mega schön, wenn irgendein Mensch irgendein Thema hat, wo er einfach passioniert ist. Ich kaufe dir jetzt, du hast mir jetzt in den letzten 87 Sekunden hast mir total abgeholt, dass ich dir glaube, dass du passionierte Journalistin bist. Absolut. Ich finde es auch einen schönen Job. Du kannst jemandem eine Stimme geben, aber das machen die jetzt auch. Aber wie... sorry. Nein. Aber wie hast du das... Wie spüren ihr das nicht, dass sie nicht mehr wichtig sind? Also wie haben ihr jetzt das Spüren bekommen in der Schweiz? Also... Sorry, was hast du gesagt? Weißt, wie haben sie das... Sie hat gesagt, die Wichtigkeit von der Aha, sorry. So. Ja. Also ich glaube... Generell, oder? Man wird immer wieder in Frage gestellt, ob wir die Wahrheit sagen, ob wir uns trauen können oder generell, oder? Wie soll ich sagen? Auch überall wird weggespart. In jedem Medienhaus in der Schweiz werden Stellen gestrichen, für das es eigentlich blöd gesagt auch nicht ein lukrativer Job ist. Ja. Also, wenn du Geld verdienen willst, gehst du nicht in Journalismus. Und wenn du gute Arbeitszeiten haben, dann gehst du nicht in Journalismus. Also nicht, um das irgendjemandem ausreden oder so. Ja. Aber die Wichtigkeit und trotzdem oder die Hingabe, die man hat für einen Job und trotzdem wird halt irgendwie das nicht mehr finanziert, weil logisch
Unternehmen schalten keine Werbung mehr, wir finanzieren uns mit Werbung, oder? Wir wollen ja unabhängig sein, aber trotzdem muss ja irgendwo eine Einnahme kommen, oder? Jeder regt sich natürlich auf über Gebührengelder. Klar, wenn ich sie selber zahlen muss, ist das auch etwas anderes. Aber wenn du denkst, was alles dran hängt, oder? Ja. Ich meine, wir sorgen dafür, dass es irgendwann Nachwuchsfußballer gibt. Warum? Weil wir Berichterstattung machen über den Fußball. Warum ist Fußball so wichtig? Nur weil das Medium nicht drauf schaut, oder? Sonst könnte man sagen, Unihockey ist eine von diesen Sportarten, die mega kommt. Wieso? Weil sie auch Wichtigkeit bekommt, weil sie plötzlich auch in den Nachrichten irgendwie über ihre Siege und so weiter reden. Ja. Und gleich ist es eigentlich voll widersprüchlich, dass dann man nicht mehr bereit ist, zum anzuhocken und zu sagen, hey, wir investieren da Geld investieren. Weil das sind Leute, die für das arbeiten und eben absolut. keine goldige Nase haben. Der Journalismus früher war eine Goldgrube. Das haben wir alle nicht erlebt, oder? Zu Zeiten, wo man einfach gegangen ist und gesagt hat, egal was es kostet, Hauptsache man hat einen Radioton von Ägypten, wo dort eine Bombe abgegangen ist. Ein Radioton auf Englisch, wo vielleicht die Zuhörer gar nicht unbedingt verstanden haben. Jetzt, wir würden doch nie mehr anreisen, oder? Mit Social Media und allem Möglichen. Ja, absolut, absolut. Hat man so als jetzt bist du noch ein bisschen näher bei einem Fernsehsender dabei, hat man da, oder bei einem Nachrichtensender, hat man Angst vor Influencern? Also, oder nicht von der Größe von Social Media, weißt, dass die selber Infos können verbreiten können. Weil ich meine, das Medium, Ja, ich weiß, was du meinst. das Medium an sich, Fernsehen, wird immer kleiner. Ich meine, ist Existenzängste in dem Sinn? Existenzängste nicht, weil ich denke, halt, wenn es irgendwann nicht mehr klappen sollte, oder ich meine, ich habe 7000 Sachen und Ideen und Interessen. Ja. Eigentlich möchte ich ja innerlich immer noch ein Soapstar werden. Nein. Da kannst du den Flex nicht bringen. Ja, Bringst du nicht den Flex? Nein. Bringst du nicht, darf man das nicht sagen? Ja, du darfst es schon sagen. Ja, dann bring du, komm, sagen, den musst du jetzt schon sagen. Vor der Sendung. Weil hat vorher sie ist sie so- uns, ja, genau. Sie ist vorher so Sie ist rein, aufgestanden, ich so. schaue das erste Mal in die Kamera jetzt. Sie läuft da so rein. Ey, meine Cousine folgt mir. Das ist... Das stimmt nicht. Du hast gesagt, ich sehe aus wie eine aus einem Film, aus einer Serie. Jawohl. Und dann habe ich gesagt, welche Serie? Modern Family. Und nachher du so, ich habe nicht die gemeint. Ich so, ich habe gemeint Sofia Vergara. Nachher so, wieso? Ja, stimmt, etwas hast du schon. Und ich so, ja, ist meine Cousine. Das ist ihr Flex. Sie ist Cousine Einziger von der Sofia Vergara. Schaut ihr auf Instagram, Absolut. sie folgt ihr. Ja. Das hat sie. Das ist jetzt der Flex. Jetzt fühle ich mich etwas so. Das schäme ich mich fast. Das ist Journalismus. Wir Ja, haben das die Wahrheit. Ja, Wahrheit. ja, stimmt. Wir haben Transparenz. ja, Transparenz. Ja. Transparenz, stark. Okay, das schreibe ich heute Abend auch noch in mein Tagebuch. Tagebuch. Ich habe mich mega fest geschämt. Geil. Denkst du, stirbt das aus? Journalismus. Nein, Journalismus nicht. Denk. Was? Ich glaube auch nicht. Live-Fernsehen, Ähm, Fernsehen schauen, ich weiß allgemein so. Ey. Zum Beispiel ich mittlerweile schaue es. ja, Kein Fernsehen außer Tele Zürich. Außer Tele Zürich, ja. ja, ab heute Abend, gell? Außer und Geil. was du moderierst. Ja, genau. Schau, das ist ja ein Thema, das uns die letzten 10 Jahre schon immer mega begleitet hat. Ja. Also ich glaube, seit ich beim Fernsehen arbeite, sagt man, Fernsehen stirbt aus. Und irgendwie, es passiert trotzdem nicht. Und wir haben immer noch Zahlen, also ich meine, gerade Schon, ja. während der Pandemie, um euch einen Einblick zu geben, haben irgendwie fast 500.000 Leute haben die 6. Sendung geschaut. Ah, also was? ich meine, 500.000 Leute haben Tele Zürich geschaut. Ich weiß nicht. Das ist Das ist etwas gleich Weißt du, wie was ich meine? unsere Lose-Zahlen. So. Ja, Ist ungefähr- same, ist same. ungefähr- Kommt fast hin. Genau, ja. Same. Ja, Nein, darum, ja. ihr werdet einfach die nächste Informationsquelle. Nein. Krass, halbe Million, Mann. Das ist krass, Nein. jeder 16. Mega, Schweizer, mega. Mann. Krass. Ja, nein, eben. Und ich meine, trotzdem haben sie wie eine Studie gemacht, damals wo Watson, so ein Newsportal online gegangen ist, hat man überlegt, oder wie launcht man das gut? Und Aha. sie haben herausgefunden, sie haben es so gemacht, die Bekanntheit haben sie gesteigert, indem sie nur plakatiert haben, also wirklich so fixe Plakate und Fernsehwerbung. Und das ist durch die Decke. Schon. Also, Also halt voll gegen antizyklisch. Das ist ja, früher ist das so gewesen, genau, dass man und so es Werbung funktioniert gemacht eben trotzdem, weil du halt mega viele Leute erreichst. Oder deine Werbung wird von mega vielen Leuten angeschaut. Und heutzutage, oder gerade so TikTok, Instagram, du bist so in deiner Nische rein, du swipest es weg, weil wenn du Fernsehen schaust, zappst du vielleicht schon weg die Werbung, aber vielleicht
bevor etwas anfängt, wenn du das Programm anschaust, nimmst du wie in Kauf, dass du die 15 Sekunden Werbung anschaust. Darum, das bleibt viel mehr hängen. Und trotzdem, klar, wir haben nicht Angst, um das jetzt noch zu sagen, wo du gefragt hast wegen der Influencer. Aber es ist einfach schon, bei uns wird das reguliert. In der Schweiz gibt es einen Presserat. Wenn du nicht einverstanden bist mit der Berichterstattung zu etwas, kannst du dich direkt beim Medium melden. Dann gibt es einen Ombudsmann, der über das redet, wo das einschätzt. Und eben am Schluss dann auch sogar einen Presserat. Was gibt es da für Stellen quasi im Instagram oder so, wenn einer kommt und seine Weisheiten verbreitet, wenn man das so darf sagen. Ich kann auch sagen, der Becher ist voll rot. Ja, und ich kann das felsenfest behaupten und kann dir irgendwie eine Theorie sagen, bis du mir glaubst, dass oder? Ja. Und dort wird niemand reguliert, oder? Du kannst niemand anzeigen, blöd gesagt, oder? Er tut dir niemandem weh, aber wenn er plötzlich anfängt, eine riesige Anhängerschaft zu haben. Und wir werden ja überwacht, oder? Also, hast du dann schon mal etwas erzählen? Also, weißt du, das war irgendwie ein Thema, das nicht zu wenig neutral war in deiner Sicht. Weißt du, ich will jetzt auch kein politisches Beispiel, aber weißt du, dass man so sagt, hey, das und das, der und der ist schuld, und du denkst so, wäre vielleicht nicht so toll, wenn man jetzt gerade von Anfang an sagt, der ist schuld. So. Also, gerade jetzt vielleicht Venezuela, weißt du, so sagen, ja, der Präsident ist der Richtige, der soll bleiben, ist gut fürs Volk, und du. Ja, also tun wir eigentlich alles versuchen, mega neutral zu machen. Und also quasi, sagen wir, wenn jetzt jemand vor Gericht steht, oder, und er ist noch nicht für das verurteilt, dann werden wir immer sagen, er ist nur mutmaßlicher Täter. Oder? Also wir werden davor hüten, weil am Schluss, wenn er es nicht war, oder? Ja. Auseinander, Klar. Ja, ich bin manchmal nicht einverstanden, wie Sachen gewichtet werden. Also ja, das kann sein. Oder ich finde zum Beispiel gerade so Berichterstattung über Südamerika, ist mir auch schon gesagt worden, ja, ist einfach zu wenig relevant, für das Schweizer Publikum, oder? Und ja, ich erlebe das anders, oder? Ich habe eine Community, die Spanisch redet, die mir sagt, hey krass, zum guten Glück machst du das irgendwie über Instagram und klärst so wenigstens ein bisschen die Leute auf über das Thema. Und dort habe ich wie keinen Einfluss, oder wie viel Gewicht das etwas in einer Nachrichtensendung hat. Und ja, also oder wie tut man ja entscheiden, was in eine Sendung reinkommt an diesem Tag und was nicht. Man hat ja nur begrenzt Platz, oder? Und da gibt es sowieso Grundsätze, oder? Wie Betroffenheit, oder wie nah ist das passiert von dir? Dann wie fest bist du quasi davon betroffen? Yeah. Und anhand von diesen und anderen Fehlern entscheidest du, ob halt eine Nachricht dann wie Platz hat, oder? Ja, sehe ich schon. Also ich verstehe den Punkt absolut. Ich habe mich nur gefragt, es ist manchmal schwierig. Du hast dann einfach so zweimal, sagst du in der Community, du zweimal zwinkern, wie der, du hast einmal auf Instagram posten, wenn so ein Scheiß, wo du nicht zweimal zwinkern, dann genau. bin ich nicht einverstanden. Ja, das fange ich ab jetzt an. Ja. Das habe ich mir jetzt auch notiert. Cleverer Move, Alter. Ich bin brutal Moderator, ja. Genau. Also eigentlich so anfangen, komische Zucker haben, ist nicht irgendwie. Wobei du bist Zürcherin, vielleicht fängst du an Zucker weg zu schicken. Wow, hast du mir gerade gesagt, ich bin Zürcherin, Entschuldigung. Gell, bist du das eigentlich noch nie angefickt worden, so alle, ey, weißt du, bist Thurgauerin, was machst du Tele Zürich? Hey, wie viel Mal wirst du angefickt pro Tag? Ja, also sorry. Also sorry, das Wort immer. Ist, wo ich natürlich Tele Zürich quasi Moderatorin geworden bin, ist schon ein Thema gewesen, so auf Facebook von diesen Trolls, die gesagt haben, eine Thurgauerin, wie geht das und so. Aber irgendwann hat sich das verflüchtigt, vor allem, ich glaube, ich habe nicht mega ausgeprägt jetzt der Thurgauer Dialekt, dass man würde sagen, boah, das ist jetzt unaushaltbar oder so. Die Leute denken vielleicht so, könnte Winti sein oder so. Von dem Gut, Winti ist also der Zwischenkosmos, oder? Eben, so. Genau. Aber ja, nein. Okay. Also klar, es ist sicher, es hätte sich vielleicht etwas anderes gewünscht. Aber ja, stimmt, du könntest es jetzt sagen. Nein, ich glaube nicht. Wenn du redest jetzt auch nicht mehr so extrem, finde ich. Du bist jetzt ein Zuger. Ja, du bist ein Zoger. Ein Zoger. Nein, ich finde es jetzt auch nicht so. Ja, weißt du, du führst es schon ein bisschen raus, immer noch. Das ist wie bei dir, können wir immer noch den Kosovo sagen. Das ist so scheiße, wie du redest. Ich komme nicht mehr raus. Oh shit, 5%.
Erzähl mal so eine lustige Story, was du mal in deinem Job erlebt hast. Oder spannende. Boah, das ist wieder mal so eine Frage, gell? Also so aus dem FF mal eine lustige Story erleben. Vor allem, wir sind so geile Sachen und haben gesagt, du dich vorbereitet. Ja. Nein, zum guten Glück habe ich gewusst, dass du mich das wirst fragen. Ich erzähle dir eine, wenn sie mir einfällt, ist gut. Oder weißt du, was für mich wundert? Nicht irgendeine lustige, sondern ist da mal irgendetwas Peinliches live passiert? Ja. Wow. Ja, Jetzt wird mir gerade, gell, ich komme gerade wieder Hühnerhaut über. Hey, wir haben beim letzten Zürichfest, also das letzte Jahr, haben wir so eine Live-Schaltung gemacht, bevor die Feuerwerke gekommen sind und so weiter. Und ich musste so runter auf einen Steg und dann musste ich dort so einen Deckel aufstehen, oder? Und dann haben sie da irgendwie schon mit der Kamera eingerichtet, Skiwerfer, und es war alles dunkel natürlich, oder? Und mega viele Leute auf dem Steg, oder? Und es war so eine peinliche Situation gewesen, weißt du, so, stehst so dort, musst halt parat sein, weil er sagt dir dann nachher zählt haben und du musst halt live sein. Und du bist aber schon 10 Minuten auf dem hohen Deckel und so. Und ich habe mich dann so gebückt und ich wollte eben etwas rausnehmen und ich habe so das Kleid angehabt. Und es ist einfach gerissen. Bis über meinen Arsch. Ich schwöre auf alles. Oh, hey! Aber warte, die Kamera hat dich so gefilmt, oder? Kamera, ja, logisch. Ja. Aber ich meine, die Leute sind ja auf dem Steg gestanden. Aha, die haben das alle gesehen. Alter, ja, ich bin einfach so gesehen, so, fuck, was mache ich jetzt, oder? Ich dachte, okay, ich habe jetzt noch ein paar Minuten Zeit. Shit. Und dann hat mir eine ihren Pulli gegeben und ich habe den Pulli noch so halt um die Hüfte. Boah, geil, das ist der King, zum Mann. Gut, ey, was Die Frau. Die mein Leben gerettet. Hast du noch mit der geredet oder bist du gerade live gegangen und hast nicht mehr mit der großen reden? Ich habe Danke gesagt, aber es war halt einfach so gewesen, wirklich. Wow. Man hätte es auf der Kamera ja nicht gesehen. Das wäre ja riesig gewesen. Aber es ist ja viel schlimmer. Ich meine, scheißegal, was im Fernsehen passiert. Okay, nachher wirst du halt vielleicht für das gemobbt, aber die Leute, weißt du, die safe auf das gerade reagieren, du bist so. Ja gut, der ist schon peinlich. Ja, der ist peinlich gewesen. Ja, fuck. Ja. Aber du. Wie bist du eigentlich zu deinem Job gekommen? Erzähl mal, wie ist da die Vanessa? Ja, ich habe immer einen Haufen Scheissdreck geredet und dann gefunden, hey, genau du. Und dann das passt. Also ist auf Anfang an schon klar gewesen, ey, ich will gerne mal... Du hast ja Journalismus studiert, oder? Genau, also eigentlich ursprünglich kann ich ja ein Soapstar. Nein, ich habe wirklich... Also warte, das ist wirklich, sagst du jetzt immer so, dass das so mal Nein, also ganz ehrlich, natürlich immer mal Schauspielerin werden. Richtig Latina, Alter. Logischerweise, jeder will das werden. Und meine Eltern haben mir gesagt, hey, lerne etwas Richtiges. Typischer Satz, ja. Ja, oder? Ihr wisst, wie das läuft, oder? Genau. Und dann haben sie gesagt, ja, du kannst alles machen, was du willst. Wir geben dir alle Mittel von der Zukunft. Meine Eltern haben voll fest für das geschafft und haben uns wirklich alle Träume erfüllen, was ich mega dankbar bin. Und dann habe ich gefunden, okay, was ist das Nächste, was ich kann werden, wo ähnlich ist. Und dann habe ich gedacht, okay, ich schaue eigentlich immer so Fernsehen. Ich habe das immer voll geil gefunden, so Viva, MTV, aber gleichzeitig was bist du für ein Jahrgang? 94. 94, ja. 95. Okay. Ja, dann haben wir die Zeit alle gleich erlebt. Und dann, nur damit ich weiss, welches Viva du so meinst. Das ist ja voll unser der real one, ne? Pimp my ride und so. Ja, safe. Date my mom. Nein. Ich habe jetzt ein Reel gesehen, gerade gestern. Next ist geil gewesen, man. Next. Oh mein Gott, Next. Fix. Sorry, mit dich Oder der mit dem Lügendetektor. Ja, genau. So lustig. Date my mom ist auch der beste. Date my mom, sorry. Tequila. Oh, Date my daughter. Und ihr sagt, ihr schaut nicht Trash-TV, ja? Ja, was, ihr habt ja noch einen Garten. Entschuldigung, sorry mal kurz. Kollege, das ist sie. Nein. Aber ja, du hast recht früher noch viel geschaut. Safe. Wir sind einfach da indoktriniert worden. Wir wissen, dass es gute Unterhaltung ist. Heute, ja. Nein, auf jeden Fall. Voll unterbrochen. Ja, voll. Nein, ich habe immer Nachrichten geschaut mit meiner Mutter auf Television Española. Und so, ich habe das spannend gefunden. Wir haben Tele Zürich geschaut bei meinen Großeltern. Ich bin mega viel Zeit von meinem Leben bei meinen Großeltern und so. Und Fernsehen hat mich immer fasziniert. Ich habe aber auch mega gerne geschrieben. Und dann haben wir als Kind mal so einen Beruf vorstellen. Und irgendwann, so Jahre später, habe ich die Unterlagen gefunden. Und ich so, wow, ich habe damals Journalistin vorgestellt. Oh, wirklich krass? Voll. Und irgendwie eine, die irgendwie in der Nähe von meinen Großeltern gewohnt hat, war eben Journalistin gewesen. Und dann hat sie mir erzählt, für einen Beruf und so, bla 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 und so. Und meine Großmutter hat damals den Presseball organisiert. Alles Sachen, die ich erst jetzt, wo ich so irgendwie da bin, merke, dass das irgendwie anscheinend vielleicht so geshaped war. Genau, so. genau. Voll. Nein, aber dein Traum, Schauspielerin zu sein, ist
Verfolgst du den noch? Also ist oder das voll weg, oder ist das... Ist der weg? Hast du da noch... Ich will ja immer noch Soaps haben. Nein, Spaß. Jetzt höre ich mal. Hey, nein, keine Ahnung. Ich bin offen für die Zukunft, gell? Was nicht? Ja, absolut, ja. Ja, nein. Nice. Selber ein bisschen hypen, ja geil. Ja, nein, keine Ahnung. Ja, und so bin ich dann nachher bin ich in Kante und dann habe ich nicht gewusst, was machen. Und dann nachher hat die Jürgen beim Zug gesagt, ich gehe den ZHW schauen, wie Journalismusstudium. Ich so, okay, mach ja. Okay, mach ja. So gut. Und so bin ich gerutscht. Genau. Musst du dir viel vorbereiten, wenn du zum Beispiel so... Zu euch kommen? Nein, das auch. Ich habe geschwitzt, letzte Nacht dann nicht geschlafen. Nein, wenn du zum Beispiel so das Thema ankündigst oder so. Oder sagen wir so, jetzt du könntest Lose die, als wären wir jetzt live und jetzt schalten wir ein. Ja, was wäre dein mal- Feedback? genau. Wie wirst du... Uns zwei Unseren präsentieren Pod- mit wie wirst- Lose die. Oh. Du bist der Gastgeber, wir sind Gäste. Aber Wie jetzt wirst machst du das richtig so Fernsehstyle. Hey, gell, ihr setzt mich so unter Druck. machen? Ja, das Ich bin so Ziel. wie blank. Nein, Du hast wie mal so. gesagt, du hast- Erzähl eine lustige Geschichte. Ich so, Du hast doch gesagt, du hast am liebsten, wenn so spontane Switche wechseln. Oder Ja, wir das können so in dem Style. oh. Lose die. Warte. Elus hat DY. Nein, kannst du Ist das es oder? gelogen oder ist es ehrlich? Entscheiden Sie. Komm jetzt. Also, Action. lustig. Wollt ihr euch einfach mal einen Tag lang verzaubern lassen? Wollt ihr in die Tiefe von der Wie heisst es? Wieso hat er wieder aufgehört? Ich weiß nicht. Krass. Aber stark. Also, machen wir es nochmal. Machen wir es nochmal. Also, Was nochmal? Also. Wir können das schneiden. 1, 2. Das ist auch noch geil. Wait a minute. Okay, Also. und Action. Wollt ihr bis Stars und Sternli hinter die Kulissen schauen? Wollt ihr wissen, was sie bewegt und wie sie zu diesem Beruf gekommen sind? Schaut lustig, glaubt ihnen aber nichts. Hey, brutal! Der ist stark, der ist Ja, stark. und der ist auch verdient. Der ist geil, der ist stark. Der ist Pro. Okay, Der ist stark. was für ein Flüstern? Schau, du als professionelle Journalistin und als Moderatorin vom fast gleich grossen Format, wie wo du jetzt gerade hier teilnimmst. Glaub, Nein. es wird demnächst in 3 Jahren gesehen. Dann tun wir das wieder einschalten und dann schauen wir, wo Lose die ist. Ja, Mann. Manifestieren. Nein, wie nimmst du uns, du hast jetzt aus dem Podcast so ein bisschen angeschaut, findest du, wir machen das professionell oder kann man es ernst nehmen? Ja, also ernst nehmen ist jetzt übertrieben, oder? Also wenn ich tun euch da wir so das- anschaue, tun wir die ab- Fragen, die wir noch stellen, sind voll nicht tiefgründig, man kommt voll nicht ins Reden. Nein, Mann, wir machen es voll gut, ich schwöre. Dankeschön. Ich finde es cool. Ich muss sagen, ich habe ein paar von diesen Podcasts gelesen, einfach um mal ein bisschen zu schauen, Ja, was ja. die Leute so ein bisschen erzählt haben und so. Ich finde, es ist eine gute Portion Humor dabei und das macht es auch aus, aber das gleich. Ich bringe es auch nicht, um die Leute gleich ein bisschen so ein bisschen dazu. Ich meine, sorry, wenn da plötzlich irgendwie der EAZ über seine Schulden redet und so, ich finde das schon Ja, impressive, voll. dass sie das irgendwie schaffen und so. Du dir noch Twinten? Ja, voll, mach. Okay, ist gut. Ja. Schau mal noch, wie viel. Der zweite Teil, der erste ist schon danke. Geil, Dankeschön. Nein, Aber ich finde, das ist auch das, was ich am Anfang fast ein bisschen unterschätzt habe, oder wir unterschätzt haben. Ja. Weil gerade zu die ersten 5, 6 Gäste haben wir relativ gut kennt. Und wenn dann irgendwelche Leute da sind, ich meine, du hast ihn nicht kennt, mich nicht kennt, einfach irgendwie das Stand kommt jetzt heute. Aber es ist auch schwierig mit einer Person, die du noch nie interagiert hast oder du weißt nicht, wie die Person reagiert auf irgendetwas, ein spannendes Gespräch zustande bringen. Absolut. Dass die andere Person auch etwas erzählt, wo einfach nur und nicht einfach nur eine riesige Banane, Ja, ein riesiger Cake ist. absolut. Also ich meine, das ist ja das, was wir machen in Tagsendungen jeden Tag, oder? Und also ich muss sagen, je besser deine Vorbereitung ist, aber wenn du auch noch irgendwie ein bisschen den Funken Spontanität dabei hast, das ist einfach die goldige Kombination, sonst geht es gar nicht. Und du kannst immer Pech haben, dass jemand da sitzt, wo du einfach alles aus der Nase musst ziehen oder wo einfach nicht will über das reden. Klar, oder? Ich meine, wenn jemand in einen Podcast kommt, dann ist er eigentlich schon mal tendenziell offen. Aber stell dir mal vor, es ist ein politisches Thema, wo pro, contra, oder jemand muss irgendwie die Zange nehmen, oder?
weil aus jemandem etwas rausbringen willst. Das ist schon heavy. Absolut, Und ich habe grossen absolut. Respekt vor denen, die das bei uns tagtäglich jeden Tag Ja. machen, oder? Und, Gibt's einen Trick, so, wo man kann anwenden bei den Leuten? Weißt Wir du? also du wollen so meinst, sein dass wie sie du. aufhören zu reden? Nein, das nicht. Da gibt's aber. Das wissen wir glaube ich mittlerweile schon, wie das funktioniert. Aber Drei nein, ich Schlag. meine, Reinschlagen. dass man etwas rausholt aus dieser Person. Hey, Vielleicht würde ich aus dir jetzt ja, die du, lustige Story rausholen. also look, Was muss ich machen? du fängst an, indem du eigentlich ein gutes Setting kreierst. Das machst du in Aha. jedem Interview. Du fragst zuerst mal die schönen Sachen, dies, das, Erfolg, wie fühlt sich das an, bla bla bla. Und dann so nach 2-3 Fragen, wenn du es hast, dann machst du den Sack zu. Dann sagst, Okay. Kritiker sagen aber das und das. Und dann, ja, dann kommt meistens etwas. Weil sie halt wie schon sich wohlfühlen. Wenn du aber direkt reingehst mit der kritischen Frage, Das ist dann ist Ja. dann ist so, dann Blockade. läuft es so weg. Weißt du, Ja. ich meine? okay. Das ist sicher so einer Also. von diesen Dingen. Gut, Und mit ein bisschen Charme Unsere- schaffst du es vielleicht noch. Jetzt wissen Genau. alle unsere Podcast. Gut, Gäste. ich finde, du hast jetzt gerade auch ziemlich genau das beschrieben, wie es zum Beispiel beim Kai Woser war. Bei uns. Ja, voll. Wir haben, ist ja ein sehr aneigender Charakter, wenn man das so sagen kann. Ich weiß nicht, ob du ihn kennst. Er ist ja da gewesen, wir haben über Fußball geredet. Ganz ein offener Mensch und über Fußball. Ein schönes Gespräch über Fußball, weißt du, gerade so als Fußballfans, Das ist voll im intens. Unterbewusstsein gemacht. Voll Ja, gut, ja. wirklich so. Und nachher hat er dann angefangen, über seine aktuellen Thematiken, seine Probleme, wie er die Welt sieht, reden. Und es war ganz ein anderer Switch. Gewesen. Ganz Mega, ja. interessant, so ein Switch gewesen von einer Person so schnell. Aber das, Gibt's ein Vorbild, wo du hast, so, das ist mein Vorbild in der Journalismus? Ich glaube nicht. Ich Nicht. glaube, ich nehme von allen ein bisschen etwas mit. Gibt es so Stars? Weißt du, so, boah, der ist der, der immer die Stars oder keine Ahnung was filmt oder ich weiß auch nicht, keine Ahnung, Ja. so. Whoopi Gibt es jemanden? Hey, ich meine, ich finde, es kommt darauf an, was für Arten das du cool findest. Ich Okay. finde zum Beispiel bei der Ellen DeGeneres sind immer, jeder Star ist dort und macht es Ja. cool. Und ich finde auch bei Jimmy Fallon oder all die Jimmy Comedians, ich Kimmel, meine, ja, die sind schlussendlich sind die Legenden, ja. auch Journalisten. Ihre Show funktioniert nur, weil sie gut vorbereitet sind, lustig sind, weil sie die Sachen gut machen, weil sie aber gleich auch die richtigen Fragen stellen, oder? Also jemand mit so einer Show, würde sagen, schon ein Journalist. Ja. Was würdest du sagen, wir sind Nein. Journalisten? Ja, nein. Der ist jetzt- Nein. kann man nicht sagen, der ist jetzt so- Ist ein geschützter Brief. Ist ein geschützter Ich Brief. hatte gerade in meinem Nein, Lebenslauf nein, nicht nein, ist ein geschützter Brief. Ist ein geschützter. Shit. Presserat. Kann man das rausschneiden? Zensieren. Nein, ich kann damit wieder sagen, oder Ja, ja. einen guten Tag, Master. So. Genau. Ja. Hast du dich gerettet, oder? Hast du dich gerettet und unser Selbstvertrauen wieder genommen? Ich bin schon gedacht, wir sind Schützige wieder. Hände. Wir sind Das ist im Journalisten. Fall. Warte, kann ich den Ton noch nicht? Ui. Der leider nicht. Ja. Auch gut. Das ist mal ein Sind das Traum die eigentlich toten Lacher? Die Ja. Leute, die schon gestorben sind, aber immer noch lachen, die all diesen 80s-Soaps. Ja. Das ist im Fall auch ein Traum mal von Randy gewesen. Moderator werden, nicht? Aha. Ja, ich habe mich mal, ja, das kann man schon so sagen. Ich habe mich mal beworben ich bin ja in der Finanzbranche tätig. Und habe mich mal bei Blick beworben, wo es Online-TV-Sender gemacht haben. Und nachher hast du mir so Videos von dir einschicken und so. Habe ich zuerst ein Video gemacht, so 1 Minute Story erzählen und 1 Minute irgendwas anderes, ich weiß es nicht mehr. Und dann haben sie mich eingeladen. Ich damals ein Banker, ich habe keine Ahnung von so Zeugs, oder? Ich bin einfach dort hingegangen, ich konnte gut Scheiß erzählen so. Und nachher bin ich dort hingegangen und haben sie das so voll professionell so getestet. Und nachher ich so bei Ringe ist das gewesen. Ja. Und dann bin ich so in dem Raum gewesen und sie so, jetzt ich angefangen so ein bisschen wie nicht richtig schminken, aber so ein bisschen Puder und so, weißt du, dass du so ein bisschen das Feeling reinkommst. Und dann haben sie mir einen Kopfhörer gegeben. Ey, das war eins zu viel gewesen. Und nachher kann man so irgendetwas erzählen über damals Brand in Gran Canaria. Und dann ich dort noch auf dem Kopfhörer einfach von der Carly Rae Jepsen, das Call me Maybe. Hey, I just met you. And it's crazy, but here's my Also, um number. dich raus, du, Ja, genau. aus der Rolle bringen. Ja, quasi. genau. Ah, okay. Und ich habe das so gehört und ich habe schon gecheckt, dass das ist, aber ich habe einfach weitergelesen und nachher ich sehe so gegenüber gesehen, so der Dude, der das macht, und der macht immer Leute und irgendwann ich so Kollege, Alter, der wird nur los, du mal langsam weh, was soll ich denken? Aber doch hat es schlussendlich jetzt nicht geklappt, haben sie eigentlich nur, der Journalismus studiert hat, haben sie gesagt, ich bin mit 23 gewesen, haben sie gesagt, wir kaufen jetzt nicht so politische Themen ab, wenn ich das würde jetzt erzählen. So. Ja, Das ist auch der Case. Darum bin ich weiter in der Bank geblieben als. okay. Aber vielleicht demnächst noch Auf mal. dem Konto hat es besser gestimmt dafür.
Hey, heute ist brutal mit dem Licht. Gut, mit dem Licht eingestellt. Brutal. Ja. Aber du hast deinen Dream chased. Das ist ein Riesenflex. Das kann man schon so. Aber du hast ja eigentlich auch so einen ähnlichen Job. Ich meine, du tust einfach auch die Leute richtig in ein gutes Licht drücken. Darum ist es so eingestellt. Ja. Das ist Ich tue es kontrollieren. Ich gebe dann Feedback aufs Licht. das schon sagen. Gib mal das Feedback auf Settings Settings. und... Sie hat gesagt, das ist schön. Da. Ja. voll, ne? Nein, Das ist brutal. wirklich gut Selber gemacht. alles... Selber Ohne unsere Frauen. Das Oh, hat mich noch mehr impressed. Ohne. Selber einkaufen. Ja. Ja, Voll. okay. Warte, ich muss so schnell dort... Vor allem das Geile ist halt damals gewesen, weißt du, was wir es am Anfang gesagt haben? Wir haben die Idee für den Podcast, ich weiß gar nicht, ob das so mal, wahrscheinlich haben wir das schon mal irgendwo so gesagt haben, die Idee ist eigentlich entstanden, wir sind in Kroatien gewesen, seine Frau, meine, er und ich. Beim Haus von meiner Frau in Kroatien. Sind wir dort gewesen, noch beim Heimfahren, meine Frau ist noch geblieben und wir drei sind heimgefahren. Noch beim Fahren, seine Frau am Schlafen, hin und wir dort am Fahren, am Reden, irgendeinen Scheiß, 8 Stunden, was machst du? Nicht irgendeinen Scheiß, oder? Dann haben wir dort noch ich so, ja, Podcast, und ich so, ich habe mal überlegt, einen machen, schauen wir uns so an. Dort haben wir uns entschieden. Und dann, kurze 17 Monate später, haben wir es dann schon beigebracht. Ja, 17 Minuten später ist besser als nie, Mann. Besser als nie, ja. Besser als nie. Das ist eben das, was ich dir gesagt habe, dass wir am Anfang so ein bisschen länger hatten. Das ist schon recht aufwendig. Ja, es ist schon eine Zeitaufwendig. Ja. Also, seit wir das machen, habe ich von euch viel mehr Respekt. Oder auch von dir, weißt du, was du machst. Es ist so zeitaufwendig. Wir haben vorher keinen Respekt gehabt. Nein, vorher nicht, nein. Oh. Aber Action! Okay, warte, sind wir jetzt zurück. Ja. Ja, weit. Wo sind wir gewesen? Wir sind, dass du die Leute Ah, ins richtige ja, Licht... genau. Ich mache das auch schon mittlerweile jetzt 10 Jahre. Hey, wie die Zeit vergeht. wild. Nach 30 geht die Zeit noch schneller. Wir sind noch nicht 30, junger Mann. Ich Ah, bin ja. 30. Ja, Ah, du bist schon Geburtstag. Stimmt, du bist 94. Stimmt, ja. Ja, Welcome. danke für nichts. Danke für nichts. Ich kann nicht glauben, dass ich Heutige jetzt schlage auf 30 das. Das ist wie Nein. früher, wo wir 20 geworden sind. Sagt man. Look. Also wir sind 20. Das sagen nur Ja. alte Leute so etwas. Nein, ich sag dir, ich Oh, habe nee. wirklich gedacht, das wird viel schlimmer. Ich habe gedacht, das wird schlimmer. Der Podcast oder das 30 werden? Beides. Nein, das 30 werden. Ich habe wirklich gedacht, boah, letztes Jahr eine Krise des Lebens gehabt, Mann. Ich habe mir sogar ein Velo gekauft. Und ich Fast Marathon, oder was? nein, das Ah, eben. okay. Entweder ein Marathon rennen oder Velofahren. Ich habe mich jetzt für Velofahren entschieden. Aber nein, es ist wirklich in dem Moment, habe ich so gedacht, oh nein, weißt du, 30, Ja. was erwartet so quasi die Gesellschaft von dir mit 30? Wie hast du dir das Leben vorgestellt mit 30? Ich habe gedacht, Absolut. ich habe vielleicht Ist eine plötzlich Kind, 30 Familie, oder was? und jetzt bin ich so, ich weiß nicht mal. Jetzt fahrst du Velo. Ja, ich habe Velo. Bist nice. Und ich denke so, gut, ich bin froh, wenn ich noch nicht muss, mich um etwas anderes kümmern, weil nur schon meine eigenen Pflanzen sind irgendwie immer am Abserbeln. Also von dem her, ja. Aber findet ihr nicht, dass die jüngere Generation jetzt, sagen wir 10 Jahre zurück, die sehen irgendwie viel älter aus, schon mit 20, jetzt, wie die gestern. Ja. Das sagen wir erst 22. Kollege, du siehst aus Wie 30, wie ja. 30. Ja. Aber wir, wo 30 jetzt so, aber die Generation, die sehen alle jünger aus. Das ist ein Millennial Fact. Ja, ich glaube Ich glaube eben, schau jetzt, das ist, Botox und so. das ist Kein bewiesen von Botox. der Universität von Bonn im September 23, haben sie das bewiesen gehabt. Das Und, Jetzt kommt der- ein Fact! Ich mache Kommt gerade da Fact-Checking, kurz. macht nicht, weil es stimmt nicht. Aber das tut gut, nicht. Ich schwöre. Siehst du jetzt, das ist Gefahr. Das, ich glaube eben, dass unsere Generation noch viel mehr der war, so, oder wir sind jetzt in dem Alter, wo wir sagen, ey, mir ist einfach scheißegal, was. Es interessiert mich nicht mehr, weißt, was andere so von dir denken und so. Und das haben auch die Jungen, haben wie die Phase noch nicht gehabt. Weißt du, bei denen ist mega wichtig, was andere von dir denken, weil, wie du aussiehst und so. Darum sehen also junge Damen mit 17 aus wie 25. mega, also, das Wo ist- wir mit 17 Kollegen, also wir aussehen wie Böcke. Ich weiss noch, ja, voll. Die einen von uns immer noch. Damals. Nein, Eben. Jetzt alles so überlegen. damals. Ja. Nein, ich bin immer King, ich bin ja Loser. Willst du auf den Sessel? Geil. Habe ich schon mehrmals. Bist schon mehrmals drauf geguckt. Man merkt, darum ist Selbstvertrauen drauf. Genau. Ich kann noch nie den Du musst allein, manchmal schaffe ich auf dem auch, weißt du? Ich bin King. Ich schaffe das nicht. Schreib da die 3 Wochen nicht reden, weil er auf dem Stuhl sitzt. Der Betonsitzung. Aber nicht auf dem. Oh, das wäre eigentlich. Oh mein Gott, die müssen den Namen nehmen. Was? Die müssen den Namen. Nein, die den Namen haben, die von der Thronsitzung. Ah, Die ja. müssen den Stuhl nehmen, da will ich sagen. Ich weiß gar nicht, ob es Rap Battle. Wir sind noch rappen.
Ja. Ich kann nur Haus und Maus, es tut mir leid. So Tutsmut-Sound. Ja, genau. Aber stark. Weißt du, wie dies wurde? Weißt du, so, schau, wenn wir jetzt bei Musik Also sind. komm! Ja, Ja, keine Angst. Weißt du, jetzt bist deine Motivation Weißt du denn- ist da oben. Du weißt einfach nicht, was ich nachher damit mache, weil mit dem Ausschnitt. Das ist gut. noch in den Nachrichten. Er Das, hat. so, Bad News ist auch gut. Ja. Wenn einfach die Medien kommen. Schwer, wir müssen eigentlich dich voll beleidigen und das Ja, dann posten. Ja, voll. Und dann würde ich sagen, krass. Gegen die schieße ich zurück. Dabei, das haben wir wollen. Vielleicht ist das unsere Marke. Taktik fix. Darum tun wir dich jetzt beleidigen. Also jetzt Also. sind wir Du changen. bist Peace. Oh! Du möchte gerne Zürich. Okay. Du bist gar keine Latina. Der hat weh. Ja. Ist gut. Ja. Okay, der ist hart gewesen. Ich sage euch, ich möchte gerne Zürich, ich möchte gerne Latino. Okay, Ja. okay Ja, ist gut. Schreib mir auf. Tagebuch eskaliert heute Abend. Heute Abend habe ich... Ja. Mir wird die Hand abgehen vom Seiten. vielen Schreiben. Wie ist für dich jetzt so die Podcast-Erfahrung gewesen? Hast du Spass gehabt? Hast du einen schönen Nachmittag gehabt? Ja, du, es hat damit angefangen. Ich dachte, okay, fahre ich jetzt da ans Ende der Welt? Nein. Nein, es ist... Das ist zentral. Ja, Darum ja. Zentralschweiz. Ich habe gedacht, nachdem ich vom Arsch der Welt weggezogen bin auf Zürich. Ja, Ja, schon genau. recht, ja. Nein, ich habe es sehr cool gefunden mit euch. Nice. Ich hoffe, ihr habt es auch okay gefunden mit mir. Mega. Super Ja. gewesen. Ja, ich hoffe, dass ich Definitiv. nicht zu viel geschwätzt habe. Weil manchmal ist ja genau das Problem, gell? Wenn Ja. jemand anders auf der anderen Seite hockt, dann bist du so, can Ja. you please stop talking? Ja, genau. Für uns ist eigentlich chillig, wir geben einfach Absolut. red du, weißt du? Ja, genau. Das ist eigentlich Für ist das Ziel, du dass ist es dass die andere Person mehr redet als wir. Das ist Ja. eigentlich das Ziel. Ja, Weil niemand schaut wegen uns. Wir Ja, sind, dann haben wir das wir sind erfüllt, langweilig. würde ich sagen. Das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Und können wir bitte aus deinem Lachen so ein Hani, Meme ich zeig dir noch einen. So geil! Ich Ich zeig schwör, dir das nachher. Lachen! Das Lachen! Ich zeig dir nachher ein Video, wo ich zusammen er schneidet alles Zeugs, oder? Ja. Ich zeig dir nachher ein Video, wo ich gemacht habe. Das zeigt dir nachher geil. Bist Okay. bist mal im Mascot? Bist du ja sicher schon gewesen, im Ja, Mascot. Der DJ Whitecard war auch mal unser Gast gewesen, und er Okay. leitet immer dort auf. Und er hat mal ein Sample mein Lachen genommen. Nein! Ja. Im Club den immer abgelassen. Und jetzt an jedem Event, wo ich dabei bin, kommt immer Macht er das. das? Ja, ja. So lustig. Stell dir mal so vor, wenn du so im Zug hockst oder so und nachher Ja, so klingelt und. Das ist, vor allem, lustig ist, wir sind vorher zusammen im Zug gewesen. Ah. Und ich habe das nicht gecheckt. gehabt. Ich laufe nachher wieder am Bahnhof auf, ich will rauflaufen. Nachher, Du triffst jeden Gast im Zug. ja, der Fabio ist auch schon dort. Ja, ich Ja schwöre. gut, es fahren noch zwei Züge in Ja. der Stunde an. Eben, und überleg, wir machen jetzt die 30 Episoden und ich habe es noch nicht gecheckt. Ja. Ich laufe dort auf und nachher ich so, warte, die kommt von Zürich, die kommt safe entweder mit dem Velo oder mit dem... Ja. Nein, ich so, Mit du dem kommst- Velo, genau. Ich so, du kommst fix mit dem Zug. Ich drehe mich um, dann sehe sie dort. Ja, ich so, ich habe schon abgecheckt. Aber, gell, in echt. Das ist ja wie die Leute, die man sagt so, Frau Meier, ich habe gemeint, sie sind viel grösser. Und ich denke so, 164 represent. Legende. Ja. Du bist Nice. Nein. Nein, du bist super, ey. Was denkst du als Schlusswort an unsere Zuschauer? Hast du etwas, wo du ihnen könntest mitgeben fürs Etwas Leben? Deeps oder etwas Was du Unnötiges? willst. Nein, mir ist mega krass wichtig, dass wirklich, wenn man einen Traum hat, dann sollte man den unbedingt verfolgen. Ich glaube, das ist etwas, wo mega, mega fest in meinem Leben ein Thema war. Ich würde sagen, dass wenn ich nicht ganz viel Mal Mut gehabt hätte und auch, egal ob die Leute gesagt haben, du schaffst das nicht oder dir irgendwelche Hürden in den Weg gelegt haben oder dich wegen irgendetwas irgendwie fertig gemacht haben oder so. Wirklich, wenn das nicht gewesen wäre und ich in dem Moment aufgehört hätte, dann hätte ich es nicht geschafft und ich finde das voll nice, dass es geht und dann könnt ihr es auch. Ist das gut gewesen? fantastisch. Okay. Fantastisch. Top! Am besten sagen wir gar nicht mehr nachnehmen. Absolut! Gar nicht mehr. Gar Thank nicht. you gar so nicht. much Nein, für das stark gewesen. Einschalten, meine lieben Leute. Dankeschön. Danke, Vanessa, wir für die vergessen, Zeit. wir vergessen es jedes Mal immer wieder, wenn ihr es gelost habt. Folgt uns auf YouTube, auf Instagram, überall. Alles. Danke vielmals. Ist super gewesen. Und Vanessa. Say it. Bachata Flow. Aha. Talava. Bachata, niemand weiß warum. Yeah. Hey, ciao zusammen. Und der Lacher! Das zeige ich dir jetzt gerade. Ich schwöre. Hey, bravo, stark. Talk it like Loose D.